Also es hat sich natürlich im Laufe der Jahre sehr stark gewandelt. In den 1850er Jahren dominierte natürlich noch das Segelschiff, die Überfahrt mit dem Segelschiff im sogenannten Zwischendeck. Das waren wirklich katastrophale Bedingungen. Damals hat die Überfahrt so ein Jahresgehalt eines Handwerkers gekostet. Also da war zwar die ganze Familie bei, aber trotzdem kann man sich vorstellen, das konnten sich nicht alle leisten. Man hat hier wirklich sein Hab und Gut verkauft, musste natürlich dann auch noch die Unterkunft beispielsweise zahlen, dann das Ticket, und man musste natürlich auch ein bisschen Startgeld haben für die sogenannte neue Welt. Also die ganz armen Leute konnten es sich gar nicht leisten auszuwandern. Ein bisschen Geld brauchte man. Und dann waren die Bedingungen natürlich auf dem Segler, wie gesagt, katastrophal. Die Überfahrt dauerte zwischen 6 und 12 Wochen. War man auf diesem Schiff sozusagen eingepfercht mit über 250 Personen. Das hat sich dann in den 1870er Jahren geändert. Da begann so die Ära der Dampfschiffe. Die Überfahrt dauerte nur noch zwischen 8 und 12 Tage, also überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Segelschiff. Und auch die hygienischen Bedingungen an Bord haben sich sehr stark verbessert. Auch die Kosten, wir sagen immer so 4 Monatsgehälter einer Sekretärin, kann man ungefähr für die Dampfschifffahrt-Ära einplanen. Dann haben wir ab den 1920er Jahren die sogenannten Ocean Liner. Die Überfahrt dauerte dann immer direkt von Bremerhaven nach New York, so 4 bis 5 Tage. Da rechnet man so mit 2 Monatsgehältern einer Sekretärin im Vergleich zu den Dampfschiffen. Und da war es so, dass man schon private Unterkünfte auch die 3. Klasse beispielsweise hatte. Auf dem Dampfschiff waren es immer noch Sammelunterkünfte, in denen die 3. Klasse Passagiere untergebracht waren. Und grundsätzlich war es so, dass sich die meisten Auswanderer tatsächlich nur ein 3. Klasse Ticket leisten konnten. Das ist beispielsweise auch der Fokus dann hier im Museum, also die 3. Klasse, zu zeigen, wie da die Bedingungen waren.